Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. Vandaag heb ik hier met mij Daniel Ballard. Welkom hier, Daniel. Dankjewel. So, Daniel, wie willen van die nieuwe zich hier? Kost je eenmaal voorstellen, wer is Daniel Ballard? Oké, ja, ik ben Daniel Ballard. Ze geboren en opgewassen in Duitsland. Ze 28 jaar oud en ze bevriend met een zeer wunderbare Frau, Anna Niefeld, en haar 2 Kinder, Rafaela en Tabea. Oh, wow. So, en wohnen hier in Bolivien, in dem Nias. Sehr schön. So, hast du einmal al Plattdeutsch gekannt, oder nicht? No, als ik in Deutschland woonde, als wir dann hier kwamen, dann sieht meine Mom hier in Bolivien sind Menschen, die Deutsch reden, also Hochdeutsch, dachte ich dann. Und als ich dann hier kam, verstand ich nicht. Also, ich muss mir das hier lernen. So, dort in Deutschland hat sie Hochdeutsch geredet? Ja, bloß Hochdeutsch, ja. Okay. So, wenn wat kom je als Familie hierhin? Bueno, dat wir wirklich, sag ich meine Eltern kann wirklich bestätigen, woran wir mal hier hinkommen. Sie sehen, ich komme da bloß mal im Sand, wir leben dort in einem kleinen Dorf, buiten der Stadt. Und die haben durch meine Großmama, was ein Boliviano kennen, was in Deutschland studiert hat, und die kennt anderen Deutschländer, und das kam irgendwie alles so. Eine lange Geschichte dann auf einmal meine Eltern verkauften dort ihr Haus. Und wir tragen hier in 2008 im Februar. Aber wirklich keinmal so, ja, wir sind wegen dort hier angetragen. Der Plan wird einmal, dass wir wollen an ein Kinderheim schaffen, in Samapata, aber das war keinmal was und dann haben wir bei uns Häusl verkauft. Okay. So, sehr schön, interessant. Wo ist dein Christenleben was? Wie deine Familie christlich, nicht? Oder wo? Also, ja, mein Vater und meine Eltern, als ich sie in einem christlichen Heim abgewassen, das ja. Und ich bekehrt mich in 2001. Ich war auf einer Evangelisation. Wie alt bist du dann ungefähr? Ich war 2001, wie ich 10 Jahre. Okay. Bekehrt sie da? Und ich bekehrt mich da und habe eine Evangelisation von Wilhelm Pals, vielleicht viele kennen den. Da wir ein Theater gewesen, also ein Drama, Abend. Und da wird das durchgestellt auf ein Drama. Wo sein, da wir 2 Familien gewesen. Eine wie christlich, wird von der Kirche kam, und andere wie nicht christlich, wie ein Vater und ein Sohn. Und wo der Sohn gehen will, weiten wird vom christlichen Leben, und der Vater will ihm nicht erklären, was das christliche Leben ist, wenn sie will von Gott nicht weiten. Und in dem Drama wird durchgestaltet, hat ein Accident, und sie kamen vor Gott seinen Thron. Und die christliche Familie wird in den Himmel geluten, und die, die sich nicht bekehrt haben, kamen in der Halle. Und als ich den Abend diesen Drama sagte, dann habe ich mich entschieden, dass ich will in den Himmel gehen. Ich will in den Himmel, und da habe ich dann Seelsorge, also mit Wilhelm Pals, habe ich mit am Gebet, und an diesen Abend nahm ich Jesus an. Wow, Halleluja. Sehr schön. Und dann stellt Lothar, komm ich dann hier hin, nicht so? Ja, ich kam hier in Bolivien hin, als ich 16 Jahre alt war. Okay. Mein Christenleben in Deutschland, ich habe mich da bekehrt, als ich 10 Jahre alt war. Aber es ist in Deutschland dort erst mit der Schule, und deine meiste Freunde wären nicht Christen. Meine Freunde wären nicht Christen, Schmiekers gewesen. Super, ich habe keinmal was mit Schmieken zu tun gehabt, wenn ich sehr enfokussiert in Football in Deutschland. Also, meine Eltern, mein Vater war sehr ein Vater, der mit seinen Kindern immer Rüdfahrten, wirklich eng im Wald spazieren, im Pödel fahren. Und ich war meistens die Familie, die keinmal bei mir. Ich habe mich dort so sehr im Football enfokussiert, und mein Leben war eigentlich da bloß. Bloß Ivan und dann am Weekend einmal spielen. Exakt, ja. Ich habe auch dort Gelegenheit für professionell Football, bevor ich hier ankam. Spielst du von dir aus nachher noch Football? Ja, ich spiele. Jeder Sinn und jeder Werk versuche ich immer zu spielen. Ich, wirklich gesagt, ich tue hier immer Football organisieren. Wenn ich das nicht tue, dann ich bin sehr Fanatiker von Football, ja. Na, das mag ich dann.
Zet hij ook dat die Körper, der ist ein bisschen vielleicht schmackergebiet als meine. Aber das ist bloß mal bitte erholen, vielleicht so zu sagen. Ja, von nicht mal so sagen, als eerst einmal. Okay. So, was, als du dann hier ankommst, wieder ein Ändernis in dein christliches Leben? Ja, also wirklich, als ich hier ankam, ich war uit onze familie wirklich der Einzige, wat wil nicht von Bolivien wollten. Kijk, wenn ich dort in zijn Football een vriend en dat ik je goed geleend had op professioneel voetbal en ik wil nicht von Bolivien wollten. En mij had het zo geboden dat we hier aankwamen. Aber als we dan hier aantrokken, kwamen we hier neben Nias en ik vond toen ook de kerk te gaan. En mir war das wichtig, das jährliche Leben. Und wirklich gesagt, wo ich mich wirklich weiter jährlich abhören wollte, ist meine Eltern dann. Ich muss dann malten, meine Eltern haben sich Maltje versorgt, ein paar Stück. Und ich da dann malten und so Malch brachte ich immer nach Hause. Und dann muss ich da lernen, was am Hewe, was der Malchtrag vorbeikam. Und da nahm ich immer meine Bibel mit. Und ich lese da, wie für mich allein, und hat Werken, was der Malchtrag kam, halbe Stunde, nochmal eben, lese ich da für mich. Und du büte ich mich wirklich weiter jährlich ab, durch die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und du ändert sich an meine Einstellung auch zu Bolivien. Ich will da nicht weiter. Und meine Einstellung ändert sich komplett. Und ich fange bei der Gemeinschaft mit Gott an. Und ich freue dann. Ich will dann auch nicht mehr zurück. So sei dass du diese Gourmet hier eine befriert. Exakt. Wo fängst du? Krijg dat je kijk en ik leer dan aan ook hier kennen, mijn vrouw nu. En ik verlief me een dag, wie we een 5 jaar tupje was, dat we ons dan befrieden. En dat we ook een zaak worden, ik dan ook niet meer terug wil. En dan blijf ik eerst mal 11 jaar hier, bevor ik mal weer terug voel spazieren. Maar ja, wat me de zaak weer in Duitsland, ik nam ik helemaal tijd voor het jährliche leven. Ik voed een kerk met mijn ouderen, aan zondag. En ik, aber nicht, dass ich persönliche Gemeinschaft habe mit Gott. Und das ist, was ich hier ändern wollte. Dadurch, dass ich dort einmal Marsch wegbringe und diese persönliche Titel hat und meine Bibel mitnehme, da würde ich Gemeinschaft mit Gott ab, wenn ich durch Titel zu sehen habe. Wenn ich durch mit Titel genommen dafür. Das wollte ich nicht schon einmal dort. En man zit dat ook in die leven, ik had die vandaan al jaren geleerd, niet voet zo, maar dan wanneer ik allemaal in Bolivie en ik wie een vriend met die familie en alles. En ik mocht, wou die van zeer jong aanvangs immer meer passion, meer lief voor God te vinden en wou die ook die alles voor God brukken God dienen deed. En dat is ook een vraag wat ik voor die heb. Van hoe komt deze passion, deze lief wat u hebt God te dienen? Eine Sache ist, Gott hat mich Guven gegeben. Und hat mich viele Guven gegeben. Und ich habe mich fertig so hergestellt und ich sehe, ich habe mich fertig so hergestellt, wie würde es sein, wenn ich in Deutschland im Leben sein. Ich kann vielleicht professionell Football spielen und so. Aber dort Gott mich hierhin geholt hat, ich glaube, dort hat ein großes Zweck, also ein Ziel. Dort Gott mich hergeholt hat, wenn Gott hat mich Guven gegeben, und diese Guven kann ich hier uitbrechen. Ich kann dort hier singen lernen, und ich kann sie nu von der schon nach Jugendlehrer. Und dadurch, dass ich mich gebraucht fühle von Gott, du entwickelt sich auch eine Läufe, nämlich wenn einer nicht steht für Gott, du kann einer sich auch nicht eine Läufe entwickeln. Wenn's zum Gott gehorsam sein, musst du deinen mit dort, was er dir gegeben hat. Und dann büht sich das alles ab. Dann büht sich das. Wenn Christ, wenn ich würde nie bloß stehen geblieben sein, meine Guben, was Gott mir gegeben hat, wenn ich die würde nicht brücken, dann würde meine Life kalt worden. Ich brück nicht dort, was Gott mir gegeben hat. Amen, amen. Ich sage, dass du hast eine andere, die trägt das ja nur die Jugendlichen nicht. Also wenn du sagst, du bist Jugendlehrer, was fängst du so besonders an junge Menschen und Jugendliche? Bueno, wenn ich mich selbst noch so jung fühle, wenn ich so kicken darf, ich sehe vielleicht 28 Jahre, das ist noch so jung, aber ich würde gerne mit den Kindern Grippe spielen und ich sehe voll Energie, dass wir in meinen Jugendjahren
wieder wirklich sagt auch ein Trouble gewesen. Meine Mom hat immer zu mir gesagt, ich krieg so viel Energie aus den anderen 5 Taub. Okay. Wenn ich wie immer eine Person gewesen, die sehr viel Energie hat, weil ich gut schon jeder Tag Deporte und Volleyball, Football, Games, Grippe spielen, ich habe dolle Energie. Und was mich fasziniert hat von Jugendlichen, ist auch dort, oder was ich will eigentlich nennen bringen würde an die Jugend, dass die sollen auch mal Energie haben. Ich sage zum Beispiel, exakt, wenn ich sage von der ersten Tag, dass die Jugend die Energie, die hat ein bisschen rauf, durch die ganze Technologie und alles. Die Jugend gleich alle bloß zu setzen, und Videos und so. Wenn ich check meine Jugendtiden, also als ich noch in Deutschland wieder, oder hier, wenn wir es ausgehabt haben, wieder den Verstärken spielen, wieder den massives Volleyball spielen. Wie wir nicht so wirklich von Tele oder vom Phone oder so, nicht. Und, wirklich gesagt, mir sind dort von der schon nach Schule und ich würde wollen, auch dort ein Jugendlich vermitteln, nicht? Aber mir interessiert dort auch, selbst mit der Jugend Deporte tun, wenn ich fühle mich noch jung, ich fühle mich noch alt. Und ich glaube, dass das ein Schlätel dabei, dort die dort selbst ist, oder dort die dort gleich dann dort Jugendliche die Pfeile dort führt. Und dann kommen die mit die mit und die spielen mit die mit und dann organisierst du Football oder Volleyball und es dort und dort Rand alles so Fan, wenn die dort erscheinen. Und Gott braucht dort ganze auch viele Jugendliche kommen dann vielleicht durch, sie kommen vielleicht wenn den Sport oder wenn was die dort tun. Und wenn du danach vielleicht 5 Minuten von der Bibel was lesen ist oder noch beten ist, ab einmal 10 Jahre later, wo du vielleicht anwärst, ein befriedener Mann oder eine befriedene Frau, der in sein Leben dann verändert, dadurch, was du damals, was du für ihn getan hast, nicht so? Und, was fällt dir über so was dort? Ich will mich gut tun, wenn die Jugendlichen, wo ich auch, wo die Jugendstunde kommen, die wollten dort, ich sei ferken, auch dort, in der Jugendtiden, durch mit dem Charakter und von zu bühren. Wenn ein Jugendlicher seinen Charakter ganz Tag lässt, hat sich gleich aus, als würde nicht mit aufjanstig, da worden oder so. Dort muss in den Jugendtiden, muss das gebungen worden, dort muss dort ein Jugendlicher muss sich lernen, in der Jugend zu kontrollieren. Wenn es in der Alter, wenn es von einer Alter ist, dann ist es viel schwerer, sich zu lernen, kontrollieren. Und wenn ich dort sage, dort, bueno, nie kann ich noch nicht wirklich froh sein, wenn sie noch nicht so lang Jugendlehrer, nicht? Aber mein Ziel ist dort auch, und mir würde es sehr freuen, wenn ich dann Luther sage, dass die Jugend von dort, was ich lerne, dort, was mitgekriegt habe, und dort ein Erleben kann reflektieren, wenn es, wie als Christen, wie man lernen, Charaktereigenschaften, gute Charaktereigenschaften zu bühren. Und, dort, Frucht vom Heiligen Geist, dort ich kann durch uns Leben in der Welt gewesen worden. Amen, Amen. Und dort ist wichtig, glaube ich, dort kriegt diese Charaktereigenschaften, dort sollen eine Jugendliche angeplant worden. Sehr schön. Ich freue mich sehr für dein Zeugnis und für deine Zeit hier, Daniel. Hast du vielleicht zum Schluss Gedanken für den Tauhierer, was du am sagen wirst, dass er motivieren kann? Was, glaube ich, wichtig ist und was jeder einer wird sagen und denken, dass Gott hat jedem Menschen eine Guf gegeben in seinem Leben. Gott hat mir Guven gegeben, Gott hat jeder Einzelnen hat Guven gegeben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn einer will ein erfüllt, ein frohes, ein gutes Christenleben hat, soll einer deinen, wo einer immer kann. Gott gibt in Matthäus 25, da sagt redet Jesus von den Talenten, was einer jeden eingegeben hat. Und dort redet Jesus wirklich von treu sein, ja. Und von dort, was Gott einem geben hat, das soll einer treu damit sein und du mit deinen. Jeder einer kann mit was deinen. Jeder einer hat was mit was er kann deinen. Und wenn einer will ein gutes Christenleben führen, dann soll einer deinen, wo immer er kann. Amen. Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Lieber Tauhierer, wenn die das mitgemerkt haben, dann mache ich die Frage, dass die das kurz mitteilen mit deinen Freunden, also in Facebook und WhatsApp, wo immer, dass viele Menschen das auch hier kennen. Mag Gott die sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.